Grüezi miteinander und hallo zusammen. Hallo meine Lieben, heute haben wir ein neues Thema, Verben mit Echo. Was ist echt das? Welche Sprache hat Verben mit Echo? Ich selber kenne keine, nur Schweizerdeutsch. Das ist ganz etwas Besonderes für 3 Verben im Schweizerdeutschen, die manchmal doppelt im Satz vorkommen. Also, schauen wir mal den Text anschauen, den ich euch zeige. Und dann schaut, welche 3 Verben werden wiederholt. Hey, komm schauen. Katrin hat wieder einen Livestream. Ich komme grad. Ich gehe nur zuerst noch das Fenster zumachen. Lass doch das Fenster sein. Es ist ja warm draussen. Sonst verpasst du den Livestream. Da haben wir 3 Verben mit Echo gehabt. Genau. 3 Verben mit Echo. Komm. Komm schauen. Geh. Gang etwas holen. Oder geh posten. Und 3. La. Lass das Fenster sein. Das erste Verb. Zu jedem Verb habe ich einen kurzen Dialog gemacht, dass ihr das ein bisschen seht, Beispiel seht in den Sätzen. Und zwar ist das Echo, wenn ihr da das Bild anschaut, das Echo gibt es nur, wenn du ein zweites Verb im Satz hast. Da zum Beispiel schauen, komm schauen. Wenn du ein zweites Verb hast, wie schauen, dann nachher gibt es ein kleines Echo vor schauen, heisst schauen. Du kannst auch sagen, komm heute am Abend die Vorstellung schauen. Ja, oder? Ja. Oder komm das anschauen. Ja. Also, aber wenn du sagst, ich komme gerade, hast du kein zweites Verb im Satz und es gibt kein Echo. Also Echo, das kleine «ko», das ist nur, wenn es ein zweites Verb im Satz hat. Und das zweite Verb ist im Infinitiv. Ja? Und das gilt für alle 3 Verben, diese Regeln. Darum sage ich dem Verben mit Echo. So wie in den Bergen das Echo entsteht, wenn eine Felswand ist oder etwas, wo der Schall zurückgibt. So gibt es im Satz nur ein Echo bei diesen 3 Verben, wenn du ein zweites Verb hast. Das zweite Verb im Satz ist wie der Felsen, die Mauer oder ein Zimmer, wo halt eine Wand, wo das Echo macht. Also, wir kommen gerade vom Arbeiten. Komm uns doch am 6 Uhr besuchen. Komm uns doch am 6 Uhr besuchen. Oder komm zu uns auf Besuch. Dann haben wir einen Namen. Komm zu uns auf Besuch. Dann gibt es kein Echo. Die Jolanda kommt auch. Die Jolanda könnte uns auch besuchen. Kann mein Mann auch kommen? Da haben wir nur ein Verb, nur ein Verb kommen mit können, mit dem Modalverb. Kann mein Mann auch kommen?
kann mein Mann auch zu euch essen? Ja, klar, kein Problem. Ich muss wirklich einmal eure neue Wohnung anschauen. Ich muss wirklich einmal eure neue Wohnung anschauen. Ja, wir wohnen schon ein halbes Jahr da und du bist uns noch nie besuchen. Du bist uns noch nie besuchen. Perfekt. Also wir haben nur das «bist», das Hilfsverb und dann das kleine Echoverb «besuchen» und kein Partizip 2. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Du bist unser bester Freund, unsere beste Freundin und du bist so lange nicht bei uns gewesen. Ja, ist das klar? Also da haben wir das Verb «kommen» in verschiedenen Formen. Und zwar mit Nomen, ohne Echo, oder mit anderen Verben, mit Echo. Und dann im Perfekt oder mit Modalverben. Also schaut das noch einmal gut an. Also, wir kommen gerade vom Arbeiten. Komm mit einem Nomen. Komm uns doch besuchen. Komm mit einem Verb. Komm besuchen. Komm uns besuchen. Jolanda kommt auch. Ohne Verb. Kann mein Mann auch kommen? Modalverb und das Verb kommen im Infinitiv. Ja klar, kein Problem. Ich muss wirklich einmal eure neue Wohnung anschauen. Ich muss schauen. Ich muss, Modalverb. Und dann haben wir nur das kleine Echo, das noch da ist, anschauen. Und am Schluss gibt es kein Infinitiv. Also wir sollten uns den Infinitiv nachher weglassen. Du kannst sagen, ich muss schauen kommen. Aber die meisten Leute machen das nicht. Also die meisten Leute lassen das weg. Wir wohnen schon ein halbes Jahr da und du bist uns noch nie besuchen. Perfekt. Du bist uns noch nie besuchen. Das Hilfsverb sein. Ich bin gekommen. Du bist uns noch nie besuchen. Punkt. Ohne Partizip 2. Nur das kleine Echo. Besuchen. Also, ich komme dich besuchen. Im Präsens. Ich möchte dich besuchen mit Modalverb. Oder darf ich dich besuchen? Auch mit Modalverb. Oder dann im Perfekt. Ich bin dich besuchen. Ja? Das Einzige, was ändert, ist das Verb an zweiter Position. Das ist eine Schande. Okay. Wir üben es noch einmal mit dem Verb «gehen». Mit dem Verb «gehen». Das hat auch ein Echo. Also, schau, die Kinder gehen wieder in die Schule. Im Lockdown haben sie nicht in die Schule können und jetzt können sie wieder in die Schule. Die Kinder gehen wieder in die Schule. Sie gehen sicher gerne wieder raus, ihre Freunde treffen. Sie gehen gerne ihre Freunde treffen. Ja, jetzt können wir auch wieder klettern. Und ins Restaurant eins ziehen. Wir können ins Restaurant eins ziehen. Wer will am Wochenende mit mir Velo fahren?
Wer will am Wochenende mit mir Velo fahren? Kommt, wir gehen doch alle zusammen Velo fahren. Wir gehen doch alle zusammen Velo fahren. Und zum Mittag gehen wir ins Restaurant essen. Oder du kannst auch nur sagen, und zum Mittag gehen wir ins Restaurant. Also, wir machen noch 3 Beispiele mit dem letzten Satz. Zum Mittag gehen wir ins Restaurant essen. Präsens. Dann mit Modalverb. Zum Mittag wollen wir ins Restaurant essen. Oder im Perfekt. Zum Mittag sind wir ins Restaurant essen. Und dann das letzte Verb von diesen 3 Verben mit Echo, das ist la. La braucht man häufig, wenn man Arbeiten delegiert und nicht selber macht. Also, ich lasse mir meine Haare schneiden. Ich gehe zum Coiffeur und lasse mir die Haare schneiden. Ich mache das nicht selber. Das ist ein bisschen schwierig. Ja? Also, ich tue eine Arbeit delegieren. Eventuell zahle ich für die Dienstleistung, wie beim Coiffeur. Oder ich lasse meine Kinder etwas machen. Oder meine Freunde. Und die machen es gratis. Hey, wie lebst du? Lass mich sein. Lass mich sein. Ich will allein sein jetzt. Lass mich sein. Was ist dir über die Leber gelaufen? Die Leber ist ein Organ im Körper und wir stellen uns vor, dass ein Käferchen kommt oder etwas, das drüber läuft und dann macht das, dass wir uns unwohl fühlen. Wir sind nicht so gut zu Weg, ja, wir sind mürrisch, wehleidig, knietig, ja. Und dann kannst du fragen, wenn jemand so nicht in Form ist und nicht gut drauf ist, dann kannst du fragen, was ist dir über die Leber gelaufen? Oder wenn jemand wütig ist, gereizt ist, ja, dann kannst du fragen, was ist dir über die Leber gelaufen oder gekrochen? Ich habe mein Blut testen und jetzt warte ich auf das Ergebnis. Natürlich, ich kann nicht selber Blut nehmen und dann untersuchen. Ich habe kein Labor daheim. Ich muss mein Blut testen. Ich muss mein Blut untersuchen. Zum Beispiel, ob ich Covid habe oder ob ich in dem Blut sieht man ganz viele Sachen, die nicht so gut sein können. Ich habe mein Blut testen. Und jetzt warte ich auf das Ergebnis. Und dann ist man so ein bisschen nervös vielleicht und vielleicht gereizt, ja, und so. Ich habe Angst, dass ich in die Quarantäne gehen muss. Ich habe Angst, dass ich in die Quarantäne gehen muss. Das ist nicht so lustig, ja, wenn man dann immer daheim bleiben muss und nicht einkaufen kann oder nicht mit dem Hund spazieren kann, nicht Freunde treffen, ganz allein ist. Aber das ist nicht so schlimm. Du musst dir einfach von anderen helfen. Andere Leute, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Familie, sie können dir helfen. Also du musst das erlauben und akzeptieren, dass andere Leute dir helfen müssen oder dir helfen. Also du musst dir einfach von anderen helfen. Das ist manchmal nicht so einfach, so um Hilfe bitten. Kannst du mir bitte einkaufen? Und Einkäufe kannst du online machen und dir heimliefern. Es gibt in verschiedenen Läden gibt's die Option, dass sie dir die Einkäufe heimbringen, dass sie die dir heimliefern. Also du kannst dir deine Einkäufe heimliefern.
Das ist sehr praktisch, ja. Das hat es schon vor Covid gegeben, aber jetzt brauchen das viel mehr Leute. Und du kannst dir das Papier oder vielleicht sogar den Laptop oder den Computer aus dem Büro bringen und von daheim aus arbeiten. Also du kannst nicht selber ins Büro gehen und alles holen, du bist unter Quarantäne, aber jemand kann dir das bringen. Du kannst dir deine Papier und deinen Laptop, deinen Computer oder was du brauchst, kannst dir bringen. Und dann kannst du von daheim aus arbeiten, in den meisten Fällen. Wenn du wirklich krank wirst, kannst du dich telefonisch vom Arzt beraten. Also der Arzt sagt dir dann, was du brauchst, was du könntest machen, dass du schneller gesund wirst. Ja, häufig geht das problemlos über das Telefon. Also du kannst dich beraten. Und wenn du sonst etwas brauchst, kann ich dir immer gerne helfen. Wenn du sonst etwas brauchst, kann ich dir immer gerne helfen. Tu mir einfach telefonieren, sag mir, was du brauchst und ich versuche dir so gut wie möglich zu helfen. Ich lasse dich nicht im Stich. Das ist ein guter Ausdruck, aber wir haben kein zweites Verb, also es gibt kein Echo. Aber das ist schön, wenn du Freunde hast, die dich nicht im Stich lassen. Wenn du Probleme hast, wenn es schwierige Zeiten sind, wenn es nicht so gut geht, helfen sie dir. Sie sind bei dir, sie unterstützen dich, sie lassen dich nicht im Stich. Also, ich lasse dich nicht im Stich. Das ist wirklich lieb von dir. Merci vielmals. Das ist wirklich lieb von dir. Merci vielmals. Und so sind wir am Ende von diesen 3 Dialogen angelangt. Wir hatten 3 Dialoge mit Verben, mit Echo. Jetzt ist es so, für das Verb «la» ist das Echo nicht immer zwingend. Also du kannst auch das Echo ein bisschen vergessen. Aber für die anderen 2, also wenn es beim Verb «la» nicht unbedingt brauchst, dann tönt es nicht falsch. Oder es gibt viele Leute, die das auch einfach vergessen oder weglassen oder einfach schnell reden und das auslassen. Aber für das Verb «kommen» und «gehen» ist es wichtig, wenn es ein zweites Verb ist, dass du dann das Echo machst. Sonst tönt es falsch. Die anderen verstehen, was du sagen willst, aber man merkt, das ist kein Schweizer. Ja, du machst das falsch. Aber versuch mal, deine Schweizer Freunde zu fragen, ob sie schon gehört haben von Verben mit Echo oder ob sie wissen, dass sie manchmal wie Papageien ein Verb 2-mal sagen. Weil ich denke, sehr viele Schweizer machen das automatisch und sie wissen gar nicht, dass sie das machen. Also vielleicht wisst ihr jetzt ein bisschen mehr theoretisch über das Schweizerdeutsch als eure Schweizer Kollegen. Ihr könnt sie ja mal darauf ansprechen und fragen, wie sie das sagen. Ja? Okay, das war es für heute. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend oder einen schönen Tag, eine gute Zeit. Merci für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!